herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitsch und zu einem weiteren Schweizer Woche-Spezialrezept. In der Schweizer Woche ist eigentlich praktisch alles erlaubt und es ist natürlich auch erlaubt, eine mega geile One-Pot-Pasta zu machen. Und heute tun wir etwas für One-Potten, wie ich so gerne sage, wo ich eigentlich hasse und eigentlich auch schon als Kind hasse, aber so ein typisches Schweizer Kindermenü ist. Nämlich Brätkügel mit Erbsli und Rüebli und in einer komischen Sauce, aber ich tue das jetzt für One-Potten, weil das hat es bei uns dauernd gegeben. Aber das Geile ist, ich habe hier Brätkügel gekauft, die aus Poulet-Brät ist. Und die sind einfach besser als saure Kalbskügel, Brätkacke. Gehen wir mal zum Rezept. Ich habe jetzt hier normale Teigwaren genommen. Ich habe hier die Gravettli genommen, weil ich die als Kind mega gerne hatte. Und ja, wenn ihr für Joshua und Sophie und weiss nicht was, einfach lieber Bio-Dinkel-Teigwaren nehmen wollt, kein Problem, könnt ihr. So. Muss mir jetzt ein bisschen Mühe geben, es muss noch ein Foto geben. Wenn es jetzt keine Kamera hat, würde ich das Zeug euch reinschiessen. Dann Brätkügel. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie zuerst auch noch anbräteln. Aber es hat mich jetzt einfach angeschissen. Dann Erbsli und Rüebli aus der Dose. Und ich habe die angeschaut und ich finde einfach, die sehen einfach besser aus, als die, als wir Kinder waren. Schau mal, wie herzig der Rüebli ist. So, die auch drin. Dann Käse, Reibkäse, da habe ich einfach jetzt einen Gruyère genommen, der ist ein bisschen würziger. Und ich habe Frischkäse, den ich auch noch rein tue. Ich nehme Frischkäse, weil also ich als Kind nicht gerne Käse hatte, wenn ich ehrlich bin. Und der ist wirklich sehr neutral. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Schnittlauch. So. Und mit Kräutern kann man nämlich schon relativ früh anfangen. Das ist ja, lustigerweise ist das etwas, was ich schon als kleines Kind mega gerne hatte. Und ja, jetzt müssen wir zuerst ein Foto machen. Weil sonst sieht es ein bisschen speziell aus. Regie-Foto bitte. Und jetzt kommt hier Bouillon rein. Jetzt nicht so viel genommen. Und jetzt müsst ihr einfach, es ist wichtig, ihr müsst ständig rühren. Weil sonst hockt das Zeug an, verbrennt, ködern, schade fürs Essen. Tut bitte einfach die ganze Zeit rühren. Und es geht ein bisschen länger als eine normale Pasta kochen. Ich würde sagen so zwischen 20 und 30 Minuten. Rühren. So, wunderbar gerührt. Und ich habe schon fast Muskelkater. Und tada! Die One-Pot-Pasta ist fertig. Jetzt kann man sie noch würzen. Und jetzt müssen wir sie noch föteln zuerst. Und darum wieder an die Regie. Richtig eine feine One-Pot-Pasta, obschon es wirklich eines von meinem Hassessen Nummer 1 in der Kindheit war. Hey, wirklich, eure Kinder werden es lieben. Und falls ihr noch mehr Rezepte wollt, so One-Pot-Pasta-Rezepte, ich habe mega viel auf meiner kitschwitch.ch Website, habe ich mega viele Rezepte drauf und würde mich freuen, wenn du vorbeischaust. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen, kochst es nachher und ja, ich verbleibe mit lieben Grüßen und schönen